Getränk für Herz und Seele. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast von Swiss German Online. Ich bin eure Gastgeberin Katrin Erni und lade euch ein, ein bisschen über unsere Trinkgewohnheiten nachzudenken. Heute reden wir also über Getränke, aber nicht einfach über Cola, Kaffee oder Bier. Nein, heute geht es um Getränke, die uns gut tun. Getränke, die uns erfrischen, die uns ein bisschen Energie geben, die uns vielleicht sogar eine bessere Laune machen. Ich habe das Gefühl, dass ich häufig nur unachtsam Wasser trinke und nicht viel darüber nachdenke, wie man das noch ein bisschen ergänzen oder bereichern könnte. Es muss ja gar nicht kompliziert sein. Wir müssen nicht jeden Tag einen grünen Superfood-Smoothie machen mit 10 Sachen, die niemand aussprechen kann. Das macht man vielleicht einmal, aber dann ist es zu mühsam, das jeden Tag zu machen. Manchmal reicht schon Wasser, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Minze und ein bisschen Ingwer und schon hat man etwas, das besser ist als eine süsse Limonade. Ein gutes Getränk kann uns am Morgen wecken, am Nachmittag erfrischen oder am Abend beruhigen. Aber es ist wichtig, dass wir realistisch bleiben. Kein Trink macht uns über Nacht gesund, jung und perfekt. Das wäre schön, doch das ist eher Werbung als Realität. Aber gute Getränke können eine kleine, feine Gewohnheit sein, die uns im Alltag hilft, gut zu funktionieren und unsere Gesundheit unterstützt. Zum Beispiel Wasser mit Limette und Minze. Das ist super einfach. Du nimmst ein Glas Wasser, gibst ein bisschen Limettensaft rein, tust ein paar Blättchen Minze dazu und vielleicht noch ein paar Eiswürfel. Fertig. Es ist erfrischend, es hat fast keinen Zucker und ist perfekt, wenn man etwas schnell trinken will, aber nicht schon wieder Kaffee oder Cola. Ich kenne Leute, die jeden Morgen mit warmem Wasser und Zitronensaft anfangen. Das ist eine super Gewohnheit. Dank dem startet man den Tag gut hydriert und die Leber und Nieren können effizienter arbeiten. Aber ich habe es noch nicht geschafft, das konsequent in meinem Alltag einzubauen. Dann gibt es Ingwertee. Ingwer hat einen starken Geschmack. Nicht alle haben ihn gern, aber ich finde, dass Ingwer im Wasser verdünnt mega gut sein kann. Du schneidest ein paar dünne Scheibchen Ingwer, güssest heisses Wasser drüber und lässt es ein paar Minuten ziehen. Mit etwas Zitrone oder Honig wird das Ganze dann noch abgerundet. Das ist besonders etwas für kalte Tage, aber auch, wenn man sich müde fühlt. Für den Sommer ist Gurken-Minzenwasser mega fein. Gurke macht das Wasser frisch, Minze macht es lebendig und wenn man noch ein bisschen Limette dazu gibt, hat man fast schon ein Wellnessgetränk. Nur günstiger. Und sicher ohne nervige Spa-Musik im Hintergrund. Ich habe einmal wunderbare Wasserbilder von einem österreichischen Fotograf gesehen. Er sieht und fotografiert unter einem Mikroskop, wie sich die energetische Struktur von Wasser ändert, sobald man etwas wie zum Beispiel Pflanzen reintut. Es ist also nicht nur schön fürs Auge, sondern verändert auch die Energie vom Wasser, vor allem wenn man als Basis Hahnenwasser nimmt. Tee wird häufig unterschätzt. Viele denken bei Tee nur ans Kranksein. Aber Tee kann viel mehr. Pfefferminztee ist zum Beispiel erfrischend und kühlend. Im Gegensatz zum Ingwer, der wärmend wirkt. Hast du das gewusst? Meine Mami hat früher jeden Morgen einen grossen Krug Minzentee gemacht. Jahr aus, Jahr ein. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, muss ich sagen, dass ich viel kalte Hände und Füße hatte. Es ist also eher nicht eine gute Teewahl für den Winter. Kamillentee ist beruhigend, Grüntee gibt Energie, aber macht weniger nervös als Kaffee. Und Früchtetee ist gut, wenn man etwas Warmes und Fruchtiges will, ohne zu viel Zucker. Dann können wir auch über Kurkuma reden, aber wir sollten es nicht übertreiben. Ein bisschen Kurkuma im Drink kann spannend sein. Vor allem mit Zitrone, Ingwer und ein bisschen Honig. Aber wenn man zu viel drin tut, hat man plötzlich das Gefühl, man trinke eine flüssige Suppe. Also alles mit Mass. Wir machen daheim manchmal am Abend goldige Milch. Wir erwärmen die Milch mit Kurkuma, anderen Gewürzen und Honig. Ein bisschen Kokosnussöl und Pfeffer kommt auch noch rein.
Man sagt, dass dann unser Körper die Kurkuma besser aufnehmen kann. Ein Trink, der perfekt zu unserem Thema passt, ist der Glückstrink. Der Glückstrink von unserer VIP-Lektion. Er ist ein Mocktail, also ein Cocktail ohne Alkohol. Er wird mit Limette, Münze, Gurke, Ingwer, Honig oder Holundersirup und Mineralwasser gemacht. Erfrischend, süß, scharf, blumig und vor allem, er macht, wie andere Getränke, die mit Liebe braut werden, eine gute Laune. Und warum macht so ein Trink gute Laune? Nicht, weil Magie drin ist, sondern weil man sich etwas Gutes gönnt. Man nimmt sich 2 Minuten Zeit, man macht mal etwas anderes. Man trinkt etwas auch visuell Schönes. Am besten nicht allein, sondern mit Familienmitgliedern und Freunden oder Kollegen. Und genau das vergessen wir im Alltag häufig. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man auf sich hört. Man sollte nicht immer automatisch etwas trinken, wenn man müde ist. Von Zeit zu Zeit brauchen wir Wasser, sicher. Aber manchmal brauchen wir vielleicht auch einen Powernuck, der uns wieder auf die Beine stellt. Oder einfach eine Pause und ein bisschen Bewegung. Wie wär's mit einem kurzen Spaziergang statt einem 3. Kaffee? Ich nehme mir zwar selten am Tag Zeit für einen Spaziergang, aber ich jogge manchmal vom Büro in die Küche oder mache in der Stube ein paar Turnübungen. Kaffee ist natürlich auch ein Thema. Ich habe gerne Kaffee. Vor allem an wüsten Tagen hilft es mir, mein Energielevel wieder ein bisschen zu erhöhen, weil ich generell sehr einen tiefen Blutdruck habe. Ein guter Tipp ist, stell dir am Morgen eine Flasche Wasser auf den Tisch. Wenn das Wasser gerade da ist, trinkst du automatisch mehr. Wenn es nicht da ist, vergiss es. So einfach ist das. Und vor allem, wenn du noch eine Familie hast, wirst du sehen, dass das Wasser sehr schnell weg ist. Und mach doch mal einen alkoholfreien Spezialtrink, wenn du Gäste hast. Mach etwas mit Mineralwasser, Limette, Münze, Gurke, Ingwer oder Holundersirup. Es sieht schön aus, es ist erfrischend und die Leute haben sofort etwas zum Reden. Das ist besser und billiger, als wenn man Cola oder Orangensaft auf den Tisch stellt. Meine Freundin macht jedes Jahr selber Holundersirup. Das ist gar nicht so schwierig, wenn man mal die Blüten gesammelt hat. Sie ist bekannt für ihre Holunder-Mocktails. Manchmal nimmt sie nur Mineralwasser und Sirup. Manchmal tut sie noch einen Zitronenschnitz, Pfefferminzblättchen und ein Röhrchen rein. Und dann sieht es ganz professionell aus. Zum Schluss. Gesunde Getränke müssen nicht langweilig sein. Sie können erfrischend, schön, lustig und sogar ein bisschen luxuriös sein. Und sie erinnern uns daran, ich darf mir etwas Gutes tun. Nicht erst in den Ferien, nicht erst am Wochenende, sondern schon heute. Also meine Frage an dich. Was trinkst du als erstes am Morgen? Trinkst du Hahnenwasser? Tust es filtern oder kaufst es in Flaschen? Was trinkst du gern, wenn du Energie brauchst? Was trinkst du, wenn du dich entspannen willst? Was trinkst du, wenn du krank bist? Was würdest du unbedingt in deinen persönlichen Glückstrink tun? Hast du gern Holundersirup oder machst du vielleicht Löwenzahnsirup? Was für Geschmäcke aus der Natur kennst und hast du besonders gern? Hast du ein spezielles Rezept, was man mit dem machen kann? Hast du schon von dieser Botschaft vom Wasser gehört, von den Wasserkristall oder diesen Wasserbildern? Erzähl uns über deine Lieblingsgetränke und Trinkgewohnheiten in der Konversationslektion am Dienstag am Abend am 7. Da kannst du mit interessanten Menschen zusammen über interessante Themen reden und dein Schweizerdeutsch verbessern. Für nur 49 Franken pro Monat hast du Zugang zu einer grossen Sammlung von Texten und Aufnahmen auf Schweizerdeutsch und zu unseren wöchentlichen Zoom-Treffen. Bist du dabei? Dann melde dich bei mir. Prost und bleib frisch!